Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe alle gut. Der Gesetzesentwurf, den wir heute stimmen, also ein weiteres Puzzlestück am Kampf gegen die Armut. Wie man da Rapportrice an ihrem Bericht schon gesagt hat, geht es um einen Zuschuss für alle Leute, die an einer aggregierten Struktur für alle Personen oder an einem aggregierten begleiteten Logement leben, aber nicht genug finanzielle Mittel haben, für das selber zu finanzieren. Es geht halt nicht nur um eine Beihilfe für Logementskosten, mehr auch um die Aufdeckung von wesentlichen Prestationen und Services, die zum täglichen Leben an so Strukturen dazugehören. Hygieneprodukte, Waschservices, Telefon, Internet, also gut zur Verfügung stellen von einem Fernsehen. Wir werden vielleicht einzelne Leute sich fragen, ob ein Fernsehen oder ein Internetanschluss ein Produkt der première Necessité ist. Ja, es kann ja noch ohne Television oder Internet leben, das stimmt. Mir geht es um mehr. Dieser Gesetzesentwurf garantiert nicht nur ein Dach über dem Kopf, mehr auch Lebensqualität und damit der Dignität. Die Dignität des Menschen darf nicht zerbrechen mit dem Alter oder mit der Pension. Dafür muss man als Gesellschaft als Responsabilität vis-à-vis von den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern überholen. Besonders wenn dem Recht auf ein adäquates Leben, ein qualitativ hochwertiges Umfeld und finanzielle Sicherheit geht. Es fällt den betroffenen Leuten bestimmt nicht leicht, Hilfe beim Staat zu fragen, weil sie sich Zimmer im Altersheim nicht leisten können. Mir schon schon am Anfang von meiner Rede gesagt, der Gesetzesentwurf 81/14 als nicht ein kleines Stück vom Puzzle. Und am Kampf gegen die Armut braucht man eine Welt mehr der Stecker. Am Vergleich mit anderen europäischen Ländern schneidet Lützeburg bei der Altersarmut relativ gut auf. Laut dem Rapport de l'Union européenne sur l'adéquation des pensions vom Juni 2024 waren an der EU am Jahr 2022 über 20% von den Leuten am Alter von mehr wie 65 Jahren an Gefahr an Armut oder soziale Ausgrenzung zu geraten, also alle 5 Personen an der Union. Zu Lützeburg sind 11,3% von den Leuten über 65 Jahren dem Armutsrisiko ausgesetzt. Bei den Männern sind es 9% und bei den Frauen 13,6%. Es geht heute an Agenie Highlight krumm an der Heck. Für Frauen als Gefahr für die Armut aufzurutschen, mehr hoch wie für die Männer. Das ist keine neue Erkenntnis, mit muss es wirklich zu denken gehen. Laut dem Stadtwerk liegt ein Armutsrisiko bei den Längerzeiher bei 44%. Gleichzeitig gibt 90% von den monoparentalen Familien von einer Frau gefordert. Weil viele von den längerzeiernden Mammen haut schon dann um Ende vom Mond nicht mehr mit knapper Not zusammen kriegen, dann ist das Armut auf viele Fälle programmiert. Und das darf einfach nicht sein. Wir müssen dafür verhindern, dass viele von den Leuten, Frauen wie Männer, die ihr Kinder länger ziehen, am Alter auf neue Komplemente angewiesen sind, auch was sie ihr Leben lang geschafft haben. Dafür geht es mit dem Puzzlestück von Haut nicht durch. Die Regierung hat sich den Kampf gegen die Armut ganz oben auf die Fahne geschrieben, zu Recht. Und das ist auch viel geschieht. Ich erinnere beispielsweise an steuerliche Entlastung an den Steuerkredit für monoparentale Familien, Subvention Logement, die Absetzung von der Allokation de vie chère um 10% von Januar an. Und auch der Guichet Social Unique, den an der Meeres, wird Verbesserungen bringen. All das kann sich weisen lassen. Was wir aber auch brauchen, das ist eine richtige Strategie, für das all vier dem zusammenlaufen, für das wir den Puzzle fertig kriegen. So sind die Leute, die Haut dann am Ende vom Monat nicht zusammenkriegen, die mehr auf diese Komplemente angewiesen sind. Das gesagt, ging scheinbar selbstverständlich Zustimmung von der CSV, also nicht merci für die Nullstelle.